Danke vielmals euch beiden für die tollen Lieder und die Musik. Ja, wir haben etwa 4 oder 5 Mal, wo wir einen Input dürfen abgeben am Radio Live Channel, wo dann ausgestrahlt werden. Und vielleicht habt ihr auch schon mal einen gehört von mir oder vom Tim. Und heute ist wieder einer dran. Der Jonas hat das Privileg, seine Premiere in dem Sinn. Heute und vor etwa einem Monat hat eine ältere Frau angerufen vom Zürichsee und hat sich dann bei mir bedankt für mal eine Botschaft, die sie gehört hat. Auch über die Apostelgeschichte und auch die der Tom hat, die haben so in ihr Leben hineingeredet und sie hat einfach dann eine halbe Stunde lang erzählen, was es ausgelöst hat bei ihr, wie sie das einfach berührt hat, ein Stück weit Sachen aus der Vergangenheit, wo ihr bewusst worden sind und wie sie hat dürfen ermutigt werden. Und das wünschen wir dir auch, dass du so Reaktionen bekommst. Ich bete noch für uns. Jesus, ich danke dir für die Botschaft heute, für das Thema unglaublich. Und du siehst, Heiliger Geist, dort, wo einfach Blockaden da sind, in unserem Denken, in unserem Gefühl, in unserem Geist, wo wir denken, ja, das ist das unglaublich, das bezieht sich auf die Vergangenheit oder auf andere Personen. Das hat mit meinem Leben nicht viel zu tun. Und da bitte ich, dass du reinkommst, Heiliger Geist, und die Blockaden wegräumst, ja, die Mauern überspringst und unser Herz berührst. Und dass wir heute spüren und merken, dass unglaublich, das hat mit meinem Leben etwas zu tun. Du bist ein unglaublicher Gott, der unglaubliche Geschichte mit mir möchte schreiben. Egal wie alt oder wie jung dass ich bin. Amen. Amen. Unglaublich. Das habe ich letztens gedacht, als ich auf der Schwägalp war und schaue so zum Senti zu und denke so, wow, so riesige Felsmassiv vor mir, einfach gigantisch. Und ich habe sogar mit dem Bändchen und ich bin selber so klein nebendran und doch liebt mich Gott über alles. Das ist einfach unglaublich für mich, dass ich eine Beziehung mit dem Gott habe und dass er mich über alles liebt. Unglaublich sind aber auch die Geschichten, die wir lesen in der Bibel. Ganz viele Sachen, die Menschen erleben, und manchmal sagen, hey, das ist unglaublich, das kann ich fast nicht glauben, dass das wirklich passiert ist. Und gleich sagt es uns das Wort und ich will auch daran glauben. Und natürlich wünschen wir auch das für uns selber, dass wir unglaubliche Sachen erleben. Dass wir beten und es passiert etwas. Und manchmal ist das auch so. Ich habe zum Beispiel ab und zu ein Ältestengebet machen in der FG Altstädte, wo ich früher noch Jugendpastor war. Und dort haben wir konkret für Menschen gebetet, die ein Leiden hatten, sei das körperlicher Natur war oder einfach auch vielleicht psychisch oder einfach sonst das Problem, das sie hatten. Und wir haben wirklich erleben, wie Gott wirklich eingegriffen hat und zum Teil Menschen geheilt hat. Unglaublich für mich. Mega genial. Und dann haben wir wieder für jemanden gebetet, der alles Leiden hat und ich nur ermutigt von vorher voll Power gebetet. Und aus meiner Sicht ist einfach nichts passiert. Irgendwie auch unglaublich. Beim einen Mal tut Gott heilen, wirkt er wirklich und die Person geht es wirklich besser. Und bei einer anderen Person passiert nichts oder ich hatte zumindest das Gefühl gehabt, oder ich hatte mal nichts gesehen. Auch unglaublich. Und was auch unglaublich ist, leider auf eine negative Art, wenn wir hören von Familiendramen, ein Vater, der stirbt, der 3 Kinder hat und eine Frau im besten Alter einfach von der Welt gerissen wird, auch unglaublich. Auch nicht begreifbar. Und genau in dieser Situation sind wir jetzt in der Apostelgeschichte 12, 1-17. Die junge Gemeinde, die hat gerade das erlebt. Die hat zuerst Unglaubliches erlebt, wie der Andi schon erzählt hat, dass sie gehört haben, dass auch die Heiden zu Christen geworden sind, also Heidenchristen. Und sie Gott gerühmt und gelobt hat, wie unglaublich gut dass er ist, dass er nicht nur die gute Botschaft von Jesus Christus, die Vergebung und die Möglichkeit in der Beziehung mit ihm unterwegs zu sein, nicht nur für die Juden gilt, sondern für die ganze Menschheit. Also ein riesen Dank. Und gleich werden wir miteinander lesen, wie doch darauf aber gerade dieses kommt, die riesengroße Trauer, die sie haben.
Wir wollen mal miteinander Apostelgeschichte 12, 1-5 lesen. Ich werde aus der NGÜ vorlesen. Und zu dieser Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass er den Juden damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Petrus festnehmen. Und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuerten Brote. Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte 4 Gruppen zu je 4 Soldaten. Mit seiner Bewachung nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem Volk aburteilen. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Also die Gemeinde, die hat gerade das Höch gehabt, die hat erlebt, wie die Heidenchristen zum Glauben kommen. Und jetzt hören sie davon, wie der Jakobus gefangen genommen wird, wie er mit dem Schwert umgebracht wird. Und das ist ein bisschen erstaunlich, dass der Herodes ihn mit dem Schwert herrichten lässt. Der Stephanus ist ja gesteinigt worden und dass der Herodes ihn mit dem Schwert herrichten, das hat man zu dieser Zeit gemacht, wenn man eine politische Bedrohung aufhalten. Also entweder hat Herodes die junge Gemeinde als politisches Problem gesehen oder zumindest wollen den Juden aufzeigen, das ist eine politische Strömung, die da zugange ist. Und das ist ja nicht ganz erstaunlich, weil ja natürlich Christen gesagt haben, dass Jesus der wahre König ist. Und das ist natürlich für den Herodes alles andere als toll gewesen. Wir lesen aber auch davor, dass die Juden Freude hatten, dass sie es gut gefunden haben, dass der Herodes da endlich dran geht und die junge Gemeinde auslöschen will. Und so hat sich der Herodes dazu entschlossen, gerade den Kopf zu packen. Petrus selber und nimmt ihn gefangen, wartet aber noch mit dem Herrichten, sondern steckt ihn zuerst ins Gefängnis. Und Herodes will auf sicher gehen. Der lässt Petrus sehr gut bewachen. Er will auf keinen Fall, dass er den Fisch abhauen kann und dass er den sicher nach dem Passafest herrichten lassen kann und somit noch mehr Gunst vom Volk der Juden bekommen. Gleichzeitig sehen wir aber auch die Gemeinde, wie sie reagieren. Sie beten für den Petrus. Und das Wort, das da steht, das Dengue mit intensiv übersetzt, das ist das Wort Ektenos. Und das kann man auch übersetzen mit innig, beständig, beharrlich oder angespannt. Und das Wort selber kommt nur 3-mal in der ganzen Bibel vor im Neuen Testament. Und zwar einerseits Lukas 22, 44, 1. Petrus 1, 22 und eben Apostelgeschichte 12, 5. Und ich möchte euch gerne noch gerade den Vers vom Lukas vorlesen, was dort drinnen steht. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Also da beschreibt der Lukas, wie Jesus ganz innig und intensiv am Beten ist. Und wir lesen auch, die Gemeinde ist ganz im Gebet. Die gibt richtig Gas, die ist beharrlich dran. Die will, dass etwas passiert. Wir lesen nicht davon, für was sie genau beten, aber ich gehe davon aus, dass sie auch für das gebetet haben, dass Gott das Wunder tut und der Petrus irgendwie aus dem Gefängnis hält, dass er abhauen kann. Und auch für uns ist natürlich das Gebet etwas Wichtiges. Und ich habe da mal 3 Fläschchen mitgebracht, die ein bisschen Wasser drin haben. Und die Fläschchen, die stehen dafür für Gebet, dass wir beharrlich beten für das, was uns wichtig ist, wo wir möchten, dass etwas passiert, dass wir intensiv dafür beten. Und das Zweite, was ich auch ganz wichtig finde, ist im Gebet, dass wir mutig beten, dass wir Vollgas beten für grosse Sachen. Ich möchte dich fragen, wie sieht momentan dein Gebetsleben aus? Ist das tendenziell eher so, dass du dir einen guten Tag wünschst, dass es beim Arbeiten gut läuft, dass du ein gutes, glückliches Leben kannst führen? Das ist ja alles gut und recht, gar kein Problem. Aber hast du auch die mutige Gebete, wo du gross denkst, wo Gott Grosses tun soll? Ich sage jetzt mal das Beispiel, dass du dafür betest, dass du
Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Menschen mit dem Evangelium kannst erreichen. Oder dass du dafür betest, dass Menschen geheilt werden, wenn du betest, dass du mutig wirst, dafür zu beten, dass Menschen um dich herum gesund werden. Hast du so grosse Gedanken in deinem Leben, in deinem Gebetsleben? Oder ich sage jetzt mal, hast du die gut bürgerlichen, christlichen Gebete, die auch gut und recht sind, versteht mich nicht falsch, aber hast du die grossen Gedanken und betest du für die und bist du beharrlich daran für die am Beten? Ich habe das selber erleben, als ich in einem Jugendgottesdienst war, in Rheinfelden. Ein paar Junge, die haben mich dort gekannt und die haben gewusst, dass ich einen Herzfehler habe. Und sie sind nach dem Gottesdienst gekommen und haben gefragt, Jonas, dürfen wir für die Herzfehler beten? Wir wollen dafür beten, dass der weggeht. Und sie haben dafür gebetet und mir hat das so tief beeindruckt, wie die mutig dafür beten, wie die wirklich Gott ganz vertrauen, dass er handelt, dass er mein Herz berührt und das geheilt wird. Das ist zwar leider noch nicht passiert. Ich habe natürlich immer noch die Hoffnung, dass das mal so weit kommt. Das ist natürlich genial. Aber doch hat mich das selber ermutigt, um zu sehen, wie die Jungen da mutig im Gebet sind und grosse Gedanken haben. Und das wünschen wir auch für uns. Weil ich bin überzeugt, wer mutig betet und grosse Gedanken hat, der wird auch Unglaubliches mit Gott erleben. Und wird nicht einfach nur ein Hörer sein, der von diesen unglaublichen Taten hört, die andere Menschen mit Gott erleben. Darum möchte ich euch ermutigen, dass ihr wirklich mutig betet und grosse Gedanken habt. Und für die mutigen Gebete und die grossen Gedanken, da steht jetzt einfach mal das Glas mit dem pinken, rosaroten Wasser. Die Gemeinde ist also mutig im Gebet und wir wollen miteinander weiter schauen, was weiter passiert. In der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten, mit je einer Kette an sie gefesselt, und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. »Schnell, steh auf«, sagte er ihm. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Der Engel sagte, binde den Gürtel um und ziehe deine Sandalen an. Petrus tat es. Und jetzt wirf dir den Mantel über und komm mit, sagte der Engel. Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass das, was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte eine Vision. Sie passierten den ersten Wachposten, ebenso den zweiten, und als sie schließlich zu dem eisernen Tor kamen, das in die Stadt führte, öffnete es sich ihnen von selbst. Sie traten ins Freie und gingen eine Gasse entlang. Und plötzlich war der Engel verschwunden. Unglaublich, was da passiert, oder? Genial, der Petrus wird befreit. Und etwas, als ich den Text gelesen habe und ich gerade unglaublich gefunden habe, ist, dass der Petrus einfach pennt. Das ist für mich unglaublich. Stell dir vor, du bist in dieser Situation, du bist in dem Gefängnis, links und rechts Soldaten, du hast Ketten an dir an und du weißt, am nächsten Tag ist dein Leben zu Ende. Und der Petrus, der pennt einfach. Der schläft einfach. Wahnsinn. Was hat er für eine Ruhe? Was hat er für ein Gottvertrauen? Also ich glaube, ich selber hätte nicht so gut geschlafen. Und es geht gerade weiter mit dem Unglaublichen. Ein Engel kommt und erscheint und es wird hell. Und doch der Petrus schläft weiter. Ich habe mir gedacht, wie war das für den Engel? In der Regel, wenn ein Engel in der Bibel kommt, dann lesen wir davon, dass sie meistens sagen, fürchte dich nicht. Also bleib ruhig, ich meine es nur gut mit dir, oder? Und da kommt jetzt der Engel von Gott, der seinen Auftrag von Gott ausführen und sagt so, jetzt geht's los. Und das Erste, was er machen muss, ist mal noch den Petrus wecken. Also, ja, manchmal finde ich die Bibel eben schon auch Humor. Wirklich ein cooler Humor, das habe ich sehr, sehr witzig gefunden. Aber der Engel macht nicht lang und er weckt natürlich den Petrus mit einem Stoß. Und der Petrus wird gerade wach. Ich habe das selber auch schon ganz anders erlebt, in einem Lager, wo ich einen Kollegen wecken musste. Es war hell und ich habe wirklich ungelogen eine Minute geschüttelt und seinen Namen gerufen. Ich habe gedacht, du, ist der tot? Aber
Der hat einfach so einen tiefen Schlaf gehabt, der ist fast nicht aufgewacht. Unglaublich, aber anscheinend gehört Petrus auch zu diesen glücklichen Männern, die einen sehr gesunden Schlaf haben. Aber dann geht es ja gerade weiter mit dem Unglaublichen. Die Ketten, die fallen einfach ab. Die fallen einfach ab von ihm. Und das sind römische Soldaten, die haben also sicher gewusst, was sie machen. Die haben nicht zum ersten Mal jemanden angekettet. Die fallen nicht einfach so ab. Und die Römer, oder die Soldaten, die schlafen einfach weiter. Und der Petrus kann mit dem Engel flüchten, einfach abhauen. Ein Ausbruchsplan anscheinend. Alle Soldaten, die dort stehen, die sollen schauen, dass der Petrus sicher nicht abhauen kann, die merken es nicht, dass der Petrus abhaut. Die sehen den Engel nicht, wir wissen nicht, wie das gegangen ist. Auf jeden Fall kommen sie einfach raus. Und am Schluss, ganz am Schluss, noch die grossen Tore, die sich einfach von alleine auftun. Unglaublich, was da passiert. Der Petrus schnallt selber gar nicht. Der glaubt, das muss ein guter Traum sein, den er da hat. Was ich auch voll gut verstehen kann, dass du denkst, ja, du träumst wahrscheinlich, dass du jetzt da einfach so abhauen kannst. Und er merkt es erst wieder, als er wirklich draussen ist, in der Gasse, der Engel weg ist, realisiert er, hey, nein, das war kein Traum. Gott hat mich wirklich aus dem Gefängnis befreit. Eine unglaubliche Geschichte, wo wir uns auch wieder wünschen, dass das auch heutzutage wieder mehr passieren darf, dass wir die Macht von Gott sehen. Und wir haben ja am Anfang das Beispiel vom Andi, wo er den Kübel hatte und jemand musste mit 3 Bällen reintreffen. Die Person hat das sehr gut gemacht. Man hat es aber auch ein bisschen schwieriger machen und einen kleineren Kübel nehmen. Da hat sie vielleicht nicht getroffen, aber der Andi konnte helfen und die Bälle noch auffangen. Und das finde ich so faszinierend, dass das, was für uns so unmöglich wirkt, wo man würde sagen, ja, wenn es das ganze kleine Chor gewesen wäre, dann hätte die Person niemals reingetroffen. Hat der Andi einfach schauen, dass es reingeht. Und so ist es auch mit Gott. Gott macht die Sachen, wo wir denken, das ist unmöglich, macht er möglich. Das ist für ihn eine Kleinigkeit, so wie er auch den Petrus aus dem Gefängnis befreit hat. Keine grosse Sache. Und darum bin ich auch überzeugt, dass wir gross denken und für grosse Sachen beten, weil Gott auch heute noch Grosses tun will und zeigen, wozu er alles in der Lage ist, was er alles tun kann. Wir werden jetzt weiterlesen, wie es weitergeht. Petrus ist frei und als nächstes natürlich, was er tun ist, er will zu der Gemeinde kommen. Wir schauen jetzt einmal, wie die Gemeinde darauf reagiert. Da erst kam Petrus zu sich. Wahrhaftig, sagt er, jetzt weiß ich, dass der Herr seine Engel gesandt hat. Er hat mich Herodes und seiner Macht entrissen und hat mich vor all dem bewahrt, was das jüdische Volk so gern gesehen hätte. Nachdem er über seine Lage nachgedacht hatte, ging er zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes, der den Beinamen Markus trägt. Dort wartete eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt. Petrus klopfte an das Eingangstor, worauf eine Dienerin namens Rode kam, um nachzusehen, wer vor dem Haus stand. Als sie die Stimme von Petrus erkannte, vergaß sie vor lauter Freude, das Tor zu öffnen, lief ins Haus zurück und rief, es ist Petrus, Petrus steht vor dem Tor. Du hast wohl den Verstand verloren, entgegneten die anderen. Und als Rode darauf beharrte, dass er sich genauso verhielt, wie sie sagte, meinten sie, dann muss es ein Engel sein. Währenddessen klopfte Petrus wieder und wieder ans Tor. Als sie schließlich öffneten und ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Petrus bat sie mit einer Handbewegung, sich zu beruhigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. Berichtet das Jakobus und den anderen Geschwistern, sagte er. Dann verabschiedete er sich von ihnen und verließ die Stadt. Natürlich, der Petrus, als er gemerkt hat, dass er wirklich frei ist, der wollte als erstes zu seinen Brüdern und Schwestern im Glauben und ihnen natürlich zeigen, dass es ihm gut geht. Und wir lesen davor, dass die Gemeinde natürlich immer im Gebet ist. Sie hat natürlich nichts davon mitbekommen. Und die sind immer noch beharrlich und tief in dem Gebet. Und er klopft an das Tor und die Rode kommt und die ist so perplex und kann das nicht glauben, was passiert ist. Die macht nicht mal die Türen auf und die säckelt zurück zu der Gemeinde. So all den Leuten, die am Beten sind dafür, dass Petrus auch befreit wird. Da bin ich überzeugt. Und dann sagt Rode, Petrus steht da, er ist da.
Und es passiert. Die Gemeinde sagt, das kann nicht sein, das ist unglaublich, was du erzählst. Genau, spinnst, oder? Das glauben wir dann nicht, oder? Wahnsinn! Für das, was sie beten, wo sie so dafür hoffen und einstehen. Und dann passiert es und doch, sie können es nicht glauben. Und für mich ist das mega ermutigend. Wie oft geht es nicht auch mir so, dass ich für etwas bete, aber irgendwie merke, ja, aber was ist, wenn Gott jetzt vielleicht doch nicht handelt? Wenn ich vielleicht gerade momentan zu wenig gut bin, gerade zu viel Seich gemacht habe in letzter Zeit. Oder mein Glaube zu wenig gross ist, Gott wird das eh nicht hören. Und ich meinte, wirklich zu der Zeit, am Anfang des Christentums, wenn du da ist, wo so vieles wahnsinnig schon erlebt hat doch auch genau die gleichen Kämpfe, dass sie irgendwie doch ein bisschen Unglauben manchmal da ist, doch eine Unsicherheit, ja. Wir beten zwar dafür, aber irgendwie merkst du, das ist schwierig. Und doch ist es so ermutigend zu sehen, dass Gott gleich handelt und der Petrus tatsächlich aus dem Gefängnis hält. Auch wenn die Gemeinde das zuerst nicht wahrhaben wollte. Auch wenn sie zuerst gesagt haben zu der Rode, hey, du spinnst. Ja, nein, es war für sie sogar naheliegender gewesen, dass da ein Engel muss stehen. Ob jetzt das der Schutzengel von Petrus ist oder der Petrus selber als Engel. Das ist für sie naheliegender gewesen, als dass Gott den Petrus wirklich aus dem Gefängnis befreit hat. Finde ich unglaublich und für mich doch ein bisschen eine Beruhigung zum Wissen, auch wenn ich kämpfe, auch wenn ich vielleicht nicht ganz sicher bin, lohnt es sich doch, gross zu denken und wirklich für Unglaubliches zu beten, dass ich erleben darf, wie Gott auch in meinem Leben unglaublich handelt. Eine wunderbare Geschichte, eine unglaubliche Geschichte, die ich mir wünsche, dass wir das selber auch noch mehr erleben dürfen. Und ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen, was ich glaube, können wir aus dieser Geschichte lernen, was für uns wichtig ist, was wir mitnehmen können. Das Erste, wo ich überzeugt bin, ist, dass es sich lohnt, beharrlich zu beten, also wirklich dran zu bleiben. Und ich möchte dich gerade ermutigen, die meisten von euch haben jetzt Ferien oder haben noch Ferien. Und wenn du gerade merkst, dass dein Gebetsleben ein bisschen mal auf und es ab ist, manchmal geht es ganz gut und manchmal ist es eher schwierig, dann hast du jetzt in der Ferien die Möglichkeit, doch da dir mal wieder einen guten Rhythmus anzuzeigen. Dass du dir Zeiten vornimmst, ich sage jetzt mal 10 Minuten, 15 Minuten, wo du konkret an dem Tag für das betest, was dir wichtig ist. Und dass du dir auch dabei überlegst, für was du genau beten willst. Und für das stehen da die Fläschchen mit dem Gebet, dass wir da wirklich dranbleiben mit Gebet. Dass wir konkret immer wieder intensiv für das beten, was uns wichtig ist. Dann als Zweites, dass wir mutig beten, dass wir wirklich daran glauben, dass Gott auch heute noch Grosses tun, Unglaubliches tun. Sei das für die Gemeinde da, sei das für deine Gemeinde, wo du gehst, sei das in deinem Umfeld, in deiner Familie, dass Gott Wunder tut, dass wir das auch erleben dürfen. Und ich bin überzeugt, wir werden das erleben, wie Gott Unglaubliches tut. Und zum Schluss, ganz wichtig, dass wir uns von unseren Zweifeln, das, wo wir denken, ja, bei anderen macht es Gott, aber bei mir nicht, dass wir die auf die Seite schieben. Dass wir uns bewusst sind, das ist nicht Gott, der uns das sagen will, sondern es ist der Teufel, der uns die Zweifel geben will, der uns sagen, dass Gott nicht handeln will. Ich weiss, es ist manchmal schwierig, weil wir haben da etwas Grosses, wo wir dafür beten. Und ich sage jetzt mal, das Grosse, und ich mir jetzt wünsche für das, was ich bete, ist, dass das Wasser wieder klarer wird. Und dann spreche ich ein Gebet und merke so, ja, passiert aber nichts. Und jetzt ist es wichtig, dass wir dranbleiben und dass wir weiter dafür beten, auch wenn wir noch nichts sehen, auch wenn noch nichts passiert. Und dass wir weiterhin im Gebet für das dranbleiben, was uns wichtig ist. Und dass wir wieder beten, wieder zu unserer Zeit, und wir vielleicht auch jetzt hier merken, ja, es passiert aber einfach nichts. Und trotzdem dranbleiben. Dass wir daran glauben, dass Gott auch heute noch Unglaubliches tun kann. Und wir haben natürlich keine Garantie, aber ich bin überzeugt, umso mehr, dass wir für Grosses, Unglaubliches beten, umso mehr dürfen wir auch erleben, dass Gott wirklich Unglaubliches tut. Dass das, wo wir einstehen, immer mehr sehen, doch Gott ist am Wirken. Jetzt, bei dem Glas, bei dem Trick, da habe ich ziemlich sicher gewusst, dass es funktioniert.
Leider haben wir die Sicherheit halt natürlich nicht in unserem Leben. Das ist halt nicht so, dass Gott ist kein Kaugummi hat. Das ist euch natürlich auch nicht bewusst. Aber ich bin überzeugt, wirklich überzeugt, dass wenn wir mutig und wirklich intensiv, sprich beharrlich, immer wieder für Sachen beten, die uns wichtig sind, wo wir unglaublich von Gott sehen, dass wir immer mehr werden erleben, wie Gott wirklich Unglaubliches mit unserem Leben tut, mit dem Leben von unseren Mitmenschen, mit dem Leben von unserer Familie. Ich möchte noch beten dafür. Ja, himmlischer Vater, ich will dir einfach loben und preisen für das, was du da hast zu dieser Zeit, dass du den Petrus auf so eine wahnsinnige Art zum Gefängnis geholt hast. Wirklich genial, dass wir das lesen und sehen, wie unglaublich genial du bist, dass für dich nichts unmöglich ist. Und ich bitte dich jetzt auch gerade für uns, wir, die jetzt da sind, wir, die das gehört haben, dass du uns auch wieder das Gebet aufs Herz leist und auch grosse, mutige Gedanken, dass wir mutig für Grosses beten. Und himmlischer Vater, ich bitte dich auch darum, dass du unser Gebet auch erhörst, dass wir sehen, wie du Grosses tust, dass wir mal hören im Himmel, wenn wir bei dir sind, was unser Gebet für Auswirkungen haben, was du durch die Gebet da hast, Herr. Ich danke dir, dass es nicht an uns liegt, dass es du allein bist, was es tut, und gleich, dass du dir wünschst, dass wir unser Herz bei dir öffnen und konkret für die Sachen, für die Anliegen einstehen. Danke mal, Herr. Amen. Wir haben in der Regel ja noch eine Vertiefungszeit, die haben wir auch heute, die ist aber heute ein bisschen anders. Und zwar habe ich gedacht, wir machen es mal wieder ein bisschen so wie in der Sonntagsschule, wir lernen noch einen Vers miteinander. Ein Vers, der sehr gut passt, man sich gut merken kann, Römer 12,12, das ist mal eine sehr, sehr gute Grundlage. Und wir lesen da, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Genau das, was die Gemeinde erlebt hat. Sie hat zuerst erlebt, das Höch mit den Heiden, die zu Gott gefunden haben, nachher die Trübsal, die Jakobus, der hingerichtet worden ist, und dann doch das geduldig sein, das beharrlich bleiben im Gebet. Und das wünschen wir für euch, für uns alle, dass wir den Vers mitnehmen können, die kommende Woche in unsere Zukunft, dass wir das wirklich dürfen, dass das ein Vers werden, der uns noch für längere Zeit bewegt. Der steht jetzt noch so 2-3 Minuten da, wo ihr den intensiv immer wieder repetieren und euch aneignen. Und ich bin überzeugt, dass so Verse, die wir auswendig lernen, dass die zu der richtigen Zeit in unserem Leben wieder ins Herz kommen und dass die uns auch sehr stark tragen können.